Willkommen zurück zu Sword Art Online Re-Holofragment. Ja, wir haben da in letzter Folge ein bisschen uns an so Geheimbossen versucht und festgestellt, das ist eine totale Katastrophe. Die sind so übelst mächtig. Du musst aber mindestens Level 150 haben, um mit denen irgendwie mithalten zu können, vor allem mit der Abwehr und so. Ich meine, ich hätte theoretisch noch Tränke, damit ich das ein bisschen erhöhen könnte, unsere Abwehr und so. Aber ganz ehrlich, wenn die uns mit einem Schlag platt machen, dann bringt das auch nicht viel. Dass ich nicht wieder rauskam, wenn ich auch ein bisschen. Naja. So, C-Verwege, nehmen wir jetzt mal den hier. War das der. Ah, das ist sogar der. Corridor of Conflict, cool. Na, das ist doch schon freigeschaut, was ich in der letzten Folge noch nicht dachte. Das ist doch hier. Kann man theoretisch trainieren, aber viel als eh nicht gebracht. Ey, warte mal, was macht er genau? Ah, die Dinger sind das. Hat die echt nicht platt gemacht? Ich dachte, hätte ich gemacht. Stunned Enemy. Ja, ist nicht mehr nötig. Bienen kann ich mal außen vor lassen. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück, weil hier hatten wir eben das mit eine andere Quest, sag ich jetzt mal so. Okay, es sind noch ein paar Dinger. Hä? Soll ich meinen Skill nicht einsetzen? Ja, Kirito muss schon gucken, wo sie sind. Mann. So, jetzt noch mehr von diesen Spinnen. Sind die gleiche Art, wa? Hat die echt alle übersehen? Ja, vielleicht dachte ich, wären die gleiche Art, wa? So, wenn wir das nächste Mal zurück in die Stadt gehen, werden wir uns das natürlich nochmal. Ja! Nochmal kurz angucken. So. Wir fanden ein Item. Da kann man echt so. Ist auch nicht schlecht. Das ist gleich ein Spielen, krass. Ja, eben, weil ich gerade dachte, kann also so triggern. Sehr interessant, sehr interessant. Die Monster sind die nachgespawnt alle? Ja, sind alle nachgespawnt, gut. 2 Stück fehlen noch, die machen natürlich direkt hier oben und dann geht's rein in the Castle oder den Korridor, was auch immer das sein soll. Und wir gucken mal, wa? Ist ein bisschen weiter vorne. Hey, jetzt sind sie plötzlich weg. Wollen wir uns verarschen? Sind jetzt die Spinnen hier weg? Mann, spawnen die nicht immer oder was? Geht's ja wohl nicht. Das heißt, sind random. Hier waren vorher 2. Okay. Machen wir es halt schnell so. Das ist halt riesen. Das ist auch so krass. Die Spinnen da sieht ja auch so riesen fett aus, auch mit der roten Aura, so wie die anderen Bosse vom letzten Part, die beiden. Aber im Vergleich zu denen ist die rote Spinne da ja eine richtige Lusche. Warte mal. Ich habe das ja auch gemacht, wa? Genau, Attack of the Poisonous Spiders. Was natürlich das bringen soll, dass er die jetzt gemacht haben, die Quests, das ist ein anderes Thema. So, ich hätte aber gerne hier oben Teleport geht. Weil ich einen Kristall setzen, damit ich wieder hier, also beziehungsweise in die Stadt zurück kann, ist schon ein bisschen. Ja, ist natürlich, vermutlich soll ein Kristall eigentlich doch eher dann einsetzen, wenn es anders geht, wa? Wow, Level 1. These small monsters are pretty weak, constantly on the upper floors. Is it because they were just born? But if they aren't taken care of now, the path is going to be completely covered in smiles. I guess I'll clean them all up. Ernsthaft, ich muss die alle platt machen? Ich komm sonst nicht weiter oder was? Das ist auch nicht schlecht. Wir sind Level 1, hätte Kirito sogar zu Beginn von Sword Art Online platt gemacht. Aber es haben sich irgendwelche Wölfe, so, die mit Level 3, beziehungsweise die Level 3 waren und der trotzdem platt gemacht hat. Gut, natürlich Kirito war Beta-Tester, beziehungsweise sogar Beta. Dass nur mit solchen Gegnern einfach nur aufräumen, ist klar. Müssen nicht groß diskutieren. Ja, ganz ehrlich, das Areal jetzt hier von der Aussicht, also von der
Konstruktion zum einen, von den ganzen Plattformen, zum anderen natürlich auch von der Aussicht, von oben nach unten und so. Es erinnert mich ein bisschen an die Tales of-Reihe, also beziehungsweise vor allem an Tales of Xillia gab es, glaube ich, keine solche so ein Areal. Ne, war vor allem Berseria. Zestiria gab es auch sowas, aber Berseria habe ich gerade besser im Kopf. So, ja. Was wir nur ganz vergessen haben, vor allem zu Beginn, beziehungsweise zu Beginn. Während dieser Folge läuft, eigentlich schon letzten beiden Folgen, oder letzte 3 Folgen sogar schon, das ist jetzt, glaube ich, Part 10, 11, 12. Und als Part 9 erschien, war ja bereits die 3. Staffel von Sword Art Online gestartet. Und, jo, wenn du noch nicht zu viel spoilern und so, aber kann schon mal sagen, jo, gönnt sie euch, weil dieser, wie heißt der, Alicization oder Alicization, irgendwie so, heißt dieser Arc, der irgendwie Manga oder Light Novel Bände 9 bis 18 umfassen soll, der ist nicht nur, da klingt so von wegen 9 Bände, krass, der soll irgendwie, die 3. Staffel soll ja auch 50 Folgen umfassen. Und allein die erste Folge, die 50 Minuten ging, war glaube ich eine Ausnahme, der Rest soll nur noch 20, 25 Minuten sein. Aber die erste Folge hat es, wie ich finde, schon richtig drin. Also da war schon eigentlich alles, was du willst. Es hat Original-Content, Manga, Light Novel von dem her. Hat auch ein bisschen von von Anime noch drin, also Anime only, von dem her halt nicht Kanon, aber war trotzdem episch, den man sich so gerne geben kann. Und vor allem das Ende, da war so, ja, so krass, ey. Aber was ich natürlich auch festgestellt habe, ist natürlich nur für diejenigen dann wirklich auch sinnvoll, die halt die restlichen beiden Staffeln gesehen haben, damit sie halt das Ganze verstehen, plus auch den Film Ordinal Scale, weil der spielt nach dem Ende der 2. Staffel. Also kann ich sagen, Ordinal Scale, der Film, der spielt zwischen Staffel 2 und Staffel 3. Wenn man den nicht gesehen hat, gibt halt gewisse Dinge geben nicht so wirklich Sinn auf Anhieb. Ja, das war ein tough run. Nee, nicht wirklich. So. Und jetzt? Haben wir das, was wir eigentlich wollten, oder wie sieht das aus? Irgendwo was aber noch sehen. Die Frage natürlich, spawnen die Dinge nach, muss ich wieder platt machen. Bisher spawnen noch nicht nach. Hat doch irgendwie hier am Anfang. Nach links und nach rechts. Ich bin nur nach rechts gegangen. Ja, hier war es genau. Wenn ich nach links gehe. Warte mal, wenn ich jetzt den großen Plug gemacht habe, sind die kleinen alle weg, oder wie? Die sind alle weg? Okay. Hätte man die Mühe sparen können. Oh je, oh je. So. Vor allem, was ich halt cool finde, in der 3. Staffel, eben bei diesem Alicization oder Alicization, wie gesagt, ich kann es nicht richtig aussprechen, bei diesem Arc, da wird wieder, es wird eine neue Technologie eingesetzt vom Full Dive, was eigentlich klar ist, es war ja bei jeder Staffel irgendwie so, und auch zwischendrin schon. Es wird ein bisschen näher darauf eingegangen, was eigentlich der Unterschied zwischen Realität und Virtualität ist, beziehungsweise wo der Übergang richtig verschmilzt und du, ja, stell dir mal vor, ihr würdet ja halt so Full Dive, sprich in der virtuellen Welt sein. Natürlich sowas wie Sword Art Online ist für uns noch nicht vorstellbar, das dauert noch ein paar Jahre, bis sowas, oder sagen wir eher wie ILO, wie Alfheim Online, weil Sword Art Online ist eher ein Dev-Game. Ja, wie halt in anderen Spielen wie Alfheim Online oder GGO, also Gangale Online. Gangale Online heißt es, glaube ich. Ja, ist natürlich für uns noch nicht vorstellbar, so richtig Full-Diven und so. Aber was für die halt bereits insofern bewusst ist, dass wenn sie eingeloggt sind, ja, wir wissen es, wir spüren es, wir sehen es, wir sind in einem Spiel drin. So. Aber was wäre, wenn das gar nicht mehr wüsstest? Also fast schon ein bisschen Matrix-mäßig, oder? Wenn du denkst, ja, das ist die Realität, es muss so sein, es fühlt sich richtig an. Du kannst in die Wange kneifen, hast Schmerzen und so weiter und so fort. Du hast keine Health-Bar von dem her, oder? Du blutest und du gestochen wirst, so Dinge halt. Ja, mit der Frage beschäftigt sich ein bisschen die 3. Staffel. Offenbar. Finally made it to the labyrinth. We don't know what lies ahead. Let's stay on our guard. Yeah, we need to be extra careful. Let's do our best, Kirito. Alright, let's go. Was jetzt in diesem Labyrinth so spät? Also, theoretisch muss natürlich der Boss sein, ne?
Weil ich wüsste jetzt nicht, wo es hier sonst weitergehen sollte auf Ebene 76. Ganz kurz gucken. Boss Room has not been discovered. Verfrage ich mich ja wegen den anderen Gilden, die wir so haben. Die Grateful Dead, wo von Viola angeführt werden, die Knights of the Blood. Die da ist Max. Wieso ist eine klein nicht mehr drin? Hallo? Ja, wollte ich mal fragen, muss ich die irgendwie anschauen, damit sie mitkommen? Oder kommen die einfach so mit? Oder wie sieht das genau aus? Solche Dinge frage ich mich halt noch. Ah, gucken wollte. Ich habe echt durch Kämpfe steigt der Rang auch, aber es ist noch nicht so, wo ich sagen würde, hey, der ist ja episch. Wie der steigt. Okay, mal gucken, wie stark die hier sind. Geht nichts mehr, hallo. Ich bin dran, dankeschön. Nix. Haha. Das ist natürlich recht, Asuna. Oh, Entschuldigung, das war die falsche Schultertaste. Mann. I'm be with you. Jo, das stimmt. Und jetzt kann ich nicht mit dir quatschen oder so irgendwie. Pick up. What are you doing? Ich wollte nur ein Pick up mit dir essen. Hold hands. Oh, what is it? Da ist eine Hand. Das ist natürlich sehr... Ja, aber ich sehe immer noch nicht viel. Was sind die anders triggern? Keine Ahnung. Alter, der Sound. Ich bin gerade richtig verschossen. Puh. Oh. Ja, gut, so ein Labyrinth erinnert mich aber schon ein bisschen in Tales of rein. Kuckuck. Also, du kommst von hinten. Gut, man muss doch nicht hier alles flach machen, ne? Da sind ja zum Teil auch ein bisschen billige Gegner. Wie zum Beispiel der hier. Bringt's nicht, Asuna, bringt's nicht. Oh. Mann, hier ist er ja. Diese Shortcuts, ey. Teilweise ein bisschen Probleme. Was? Ha. Teleport Crystal. Das macht mir Angst. 3 Stück, die sind etwa 2,7 Millionen Colts wert. Mhm. Klar, kriegen wir mal 3 Stück. Läuft. So, ja, das ist aber offenbar, ist ja auch nichts Besonderes. Eine zweihändige Axt. Die wäre was für Egil. Oder? Er schwingt noch eine zweihändige Axt. Doch, da war Egil. Wobei, an den Lies war ja eine Keule. Na, Keule! Ich muss ein bisschen mehr angewöhnen, dass ich Asuna mehr lobe. Oder sage, hey, gut gemacht und so. Klar, soll natürlich schon ehrlich sein, hey, das ist klar. Aber ist eigentlich auch und ja. Okay. Ganz kurz die Karte. Wie gesagt, mir fehlt hier eine Minimap. Ja klar, ich habe sie rechts oben, ja, aber gern größer. Beziehungsweise einen schnelleren Shortcut. Dass er so umständlich rum navigieren muss. Servus! Der Sound, der üble Sound. Wineflower Ohre. Eine Windblume oder was? Wobei, Wind ist eigentlich Air, oder? Auf Englisch. Sie will ständig Sword Skills einsetzen. Ah, ist noch was los mit dir? Sword Skills sind böse. So.
Kurz gucken. Jo. Okay, eine Tür geht's noch weiter. Stellt sich die Frage, was ist hier? Oh, da geht's noch höher, okay. I sense the presence of a formidable monster up ahead. Lizardman Monarch to defeat. Bist nicht du, wa? Es ist ein Monarch. Wie groß sind jetzt hier? Das ist schon mal 3F. Ich frage mich halt, ob es richtig war, dass ich jetzt den Weg nehme. Aber der in der Mitte, vom ersten Stock aus gesehen, der schien mir halt der Hauptweg zu sein. Wow, Grand Health Potion. Mhm. Großartig heilen, super, das macht mir Mut. Mal ein bisschen gucken. Das ist richtig verwirrend hier. So, noch ein bisschen Ärzte. Und da gibt es hier noch eine Truhe. Shingetsu Hien Katana. Ja, da wäre natürlich etwas für unseren guten alten Kumpel Klein. Erst dann sollen. So, schön altmodischer Skill. Time Limit noch 13 Minuten. Die fahren natürlich jetzt gerade. Geht schon Level up. Was ist los mit der Frau? Der Levelunterschied war ursprünglich mal 4 Level zwischen uns. Wir sind nur 2. Dieser ganz. Was macht die mit der Armbewegung? Hallo? Moment, ich wollte gerade was anderes gucken. Skills. Auf Skill Points 10, aber bin noch auf Level 2, wa? Nö, jetzt kommt jetzt hier rein. Hä? In Full Rage, Crimson Splash. Dual Wielding Skill, es ist Level 5. Der ist aber nicht hier. Hier ist er auch nicht. Wo ist denn der? Starburst Stream! Ja, lange braucht es nicht mehr, haben wir ihn wieder. Wo kriege ich denn? Rapier Skills. Aha, wäre vielleicht mal etwas für Asna hier einzusetzen, wa? So, Burst Finish. Slash One Hit. Ne, will das nicht sagen. One point, you learn Precision. Ne, ist auch nicht drin, okay. Ein bisschen seltsam, egal. Natürlich die auch Level, ne? Ja gut. Gucken mal, wa? Wir haben noch knapp 13 Minuten, vermutlich, vielleicht, wer weiß. Ich habe noch nicht alles gesehen, wa? Nehmen wir uns mal ganz kurz zurück. Ich glaube, da vorne wird es weitergehen. Oh. Was zum... Ist auch nichts los. Und Timing!
Double Skill. Sword Skill Attack. Und tschüss. Das war geil. Jo, sind wir hier. Haben wir jetzt nicht gerechnet. Warum geht's hier noch weiter hoch? Alter. Wieso hoch? Wieso nicht runter? Das würde mehr Sinn ergeben. Ja, solche Dinge, die nicht direkt offensichtlich sind, wo ich jetzt hin muss, bin ich nicht so Fan von, muss ich mal dazugeben. Toll, da vom Kreis, der Gas navigiert sich, auch nicht schlecht. ACC Potion, okay. Jetzt haben wir hier alles, aber einen Weg gibt es noch, bei dem es weitergeht. Dafür muss ich erstmal hier durch, okay. Dafür haben wir in dieser Folge noch ganz kurz. Toll. Ich lasse, glaube ich, so mit der Karte. Auch wenn ich kaum was sehe, aber ist ja egal. Wie groß ist das scheiß Areal hier noch? The Effect of Darkness. Darkness is my old friend. Nee. Okay. Darkness müsste eigentlich bald verschwinden. Wird wohl sein, wa? Ja, komm. So, Speed Demon und dann mal ganz kurz Death End. So stark ist der jetzt auch wieder nicht, dieser Monarch. Quest completed! Wir haben den Lizard Monarch. Level up. Oh, da dauert noch ein bisschen bei mir. Also bei Kirito wohlgemerkt. Jo. Was soll man sagen, Freunde? Wir kommen gut voran. Es geht offenbar noch eine Ebene weiter. Ich werde aber in der nächsten Folge erstmal wieder kurz runtergehen. Weil eben, das verwirrt mich gerade ein bisschen hier, dass irgendwie das hier der richtige Weg sein soll und so. Das heißt, alles erkunden. Ansonsten geht es halt dann. Also erkunden von der ersten Ebene. Ansonsten geht es nachher weiter mit der dritten Ebene, beziehungsweise wir gehen hoch zur vierten Ebene und wir müssen eigentlich bald durch sein, beziehungsweise vermutlich bald schon beim Endboss der Ebene 76. Das wird sicher lustig. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, wieder bis zum nächsten Mal bei Sword Art Online Re Holofragment. Bin not lost, Harry? Ne, uns geht's gut aus, na. What's the matter, Kirito? Da war Battle. Support an. Focus on Support. Jo. Wie geil. Bis nächstes Mal. Tschüss.